Es gab keine Anzeichen. Es kam ohne Warnung. Das Verhängnis kam zu uns allen. Die letzten Verzweifelten kämpften um ihr Überleben. Vielleicht gab es die Gelegenheit für Frieden. Aber Verzweiflung und Vertrauen gehen selten Hand in Hand. Und so begann ein Jahrtausend der Konflikte. Tausend Jahre Krieg. Die größten Krieger, die die Welt je gesehen hat. Der Grund ihres Kampfes verloren in der Geschichte. Und doch stehen sie immer noch und suchen nach einem Zeichen des Friedens. Ich werde sie eines Besseren belehren. Ich bin Apollyon. Ich bringe den Krieg. For Honor. Und damit begrüße ich euch bei einem Beta-Test Key. Oder besser gesagt, ich habe endlich... nee, nicht endlich. Ich muss anders anfangen. Endlich ist es da. Die Beta von For Honor. Ich freue mich so, dass ich einen Beta Key bekommen habe. Wenn auch ihr einen bekommen habt. Gratulation. Oh, ich habe so lange auf das Spiel gewartet. Ich bin gespannt, wie das Spiel ist. Ich habe die Trailers angeschaut. Ich habe das Spiel schon vorbestellt. Ich glaube einfach an das Spiel. Wie an viele Spiele eigentlich. Nee, aber ich freue mich absolut total, dass ich einen Beta Key von For Honor bekommen habe und es mit euch zusammen testen kann. Momentan ist es bei mir noch im Fenstermodus, warum auch immer. Ich frage mich. Vorher habe ich es mal gestartet, um zu schauen, läuft es? Da fast im Vollbildmodus. Ich werde das noch ändern. Ihr merkt natürlich absolut gar nichts davon, in welchem Modus, dass ich im Moment spiele. Fenstermodus, Full-Modus und was ich. Das ist also eine Beta von For Honor. Und ja, es ist bis jetzt
absolut hammergeil. Also, wenn man nur mal das Intro jetzt mal anschaut, die Videomachung und so weiter, da vergeht einem wirklich die Butter auf dem Brot. So wundervoll und super gemacht. Ich freue mich. Uplay, Ubisoft, eine Produktion von Ubisoft, so würde ich sagen. Und, ja, worum geht es? Es geht, so viel wie ich weiß, um Kämpfe. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es so reines PvP-Getue ist oder ob es auch eine gewisse Story oder Karrieremodus, Story-Modus dabei hat. Das bin ich absolut gespannt. Es ist, wie schon gesagt, eine Beta. Das ist eine Beta dient immer zum Testen von der Stabilität vom Spiel, von der Motorik vom Spiel, vom Gameplay vom Spiel und Bugs rauszufinden, ob es noch Bugs hat und so weiter. Das macht man meistens, bevor man das Spiel wirklich released, macht man einen Beta-Test, wo man quasi dann möglichst viele Spieler einlädt, diesen Beta-Test zu machen, um auch die Stabilität vom Spiel zu sehen, um die Performance vom Spiel zu testen, um die Grenzen von den Servern zu kennen und zu testen, ob die Server stabil laufen und. Für das ist ein Beta-Key-Test da und darum, es ist absolut nur ein Test, heißt auch so viel, dass nicht alles so auch released wird, wie es momentan ausschaut. Es heißt auch nicht, dass das komplette Spiel so ist wie jetzt diese Beta, sondern es dient wirklich nur dem Performance-Test und dem Eindruck-Test, wie die Spieler halt das Spiel aufnehmen oder wahrnehmen oder so, ne? So, jetzt, wenn die Musik vom Spiel laut ist, ich kann es momentan nicht ändern, aber ich hoffe, die Option haben sie drinnen. Ich werde aber erstmal hier die Rasse aussuchen. Für wen möchtest du kämpfen? Deine Wahl hat keine Auswirkungen auf die Auswahl an spielbaren Helden und das Gameplay. Also eigentlich ist es absolut scheißegal, ob ihr ein Ritter, Wikinger oder ein Samurai sind. Spielprinzip ist immer das gleiche. Du hast keine Vor- oder Nachteile. Und das ist, glaube ich, auch nicht gebunden. Also das heißt, du kannst jederzeit wechseln. So, wir lesen aber mal. Der Ritter. Die tapferen Ritter von Ashfeld sind der Inbegriff von Macht. Sie wurden von den Eisernen Legionen geschickt, um das Land zu befrieden. Was? Befrieden. Oder sollte es heißen zu befreien? Weiß es nicht. Seitdem haben sie Geschmack an der Freiheit gefunden und Ashfeld zu ihrer neuen Heimat gemacht. Die Wikinger leben im eisigen Valkenheim. Sie rauben und plündern und die kargen Ressourcen ihrer Heimat aufzustocken. Ihre Clans leben relativ friedlich miteinander, auch wenn es für Außenstehende eher nach einem ständigen Krieg ausschaut. Okay, ein bisschen so meine Favoritenrolle oder Favoritenfraktion. Der Samurai. Die Samurai von Mire sind aus einem Bürgerkrieg hervorgegangen, der sie entzweit hat. Trotzdem sind die rivalisierenden Häuser fest entschlossen, gemeinsam ihr Land zu verteidigen und ihre kriegerischen Nachbarn an die Schranken zu weisen. Also ein Ritter kommt jetzt mal in erster Linie nicht in Frage. Ich weiß nicht, der Ritter heißt für mich immer so ein Nahkampf und weiß nicht was. Gut, es sind alles Nahkämpfer, aber irgendwie so stabig, schwer und unbeweglich und so. Wikinger, ja, bärtig, Vollbart, ne, wie Zwerge und so weiter, kräftig und ja, ne, Seemann halt, also schon so meine Favoritenrolle. Und dann hätten wir hier noch den Samurai, Schwertkämpfer, flink, ja, weiß ich was. Ich nehme mal die Wikinger. Mann. Erstell dein eigenes Emblem. Also,
Also müssen, ja, cool. Ach so. Ich weiß nicht, wie laut das, die Musik bei euch ist. Bei mir ja, ist sie extrem. Ei, ei. So. Ja. Jetzt habe ich mich leiser mal gemacht im Ohr, aber das ist nicht so schlimm. So, Symbol. Mal schauen, was es denn da alles gibt. Oh, ich habe, glaube ich... Ich bin ja eigentlich so ein Drachenfreak, aber momentan... ich tendiere... Ist das ein Drache? Ja, Drachenkopf, oder? Oder den? Ne, ich nehme den da. Forscher für alles. So, Symbol, Farbe. Der Drache. Welche Farbe hat denn der? So, da es ja Wikinger sind. Nämlich diese Farbe. Das finde ich schon cool. Cool gemacht, dass man hier noch das Emblem macht. Transformieren. Ah, du kannst hier quasi die Position sagen, wo es ist. Skalieren. Du kannst auch die Größe machen. Und drehen. Absolut hammergeil. Wow, also gefällt mir jetzt schon. Vertikal spiegeln. Okay, horizontal spiegeln. Okay. Nach vorne. Symbol. Hä? Ein Hintergrund, bitteschön. Ein Hintergrund. Was nehmen wir denn da? Was haben wir denn da? Alter, die Musik ist ja echt laut. Ich muss da schreien. Wenn ihr mich nicht hört, einfach in den Chat schreiben, dann weiß ich's. Hä? Oh, echt schwer hier. Mega schwer. Gibt so viel Auswahl. Wikinger. Ja, was passt denn zu Wikinger? Ja, eigentlich schon die Wellen hier. So. Farbe 1. Background. Ja. Das Wasser ist blau, somit ist auch das Schild blau. Farbe 2. Hellblau. Farbe 3. Habe ich hier auch noch irgendwo ein Rot? Ja, da. So. Jo, sieht doch nicht schlecht aus. Und der Umriss. Oh. Ah, du bist gemein, liebes Spiel. Du bist gemein. Ja. Habe ich. Ist da was im Weg? So, bestätigen. Das ist mein Ampli. Cool. Steuerung. Halte. Gedrückt, um schnell. Ja. So, ich bin ja echt gespannt, wie das Gameplay wird. Wie das Gameplay ist. Ich hoffe, dass es gleich mal eine Option gibt für die Musik. Das ist ja laut. Au.
Ja, was muss ich denn jetzt tun? Das sind die Wikinger, das sind die Samurais und das sind die Ritter. Bei Duellen. Neue Missionsziel. Okay, aber erstmal hier. Plündern, Sozial. Optionen, hier. Anzeige. Erstmal hier. Oh. Hey. Okay, du kannst nur in... Hallo? Du kannst nur das tun. Seitenverhältnisse. Letterbox. Ja, machen wir mal. Änderungen übernehmen. Auf Standard zurücksetzen. Was? Ja. Vollbild. Aber die Größe ist ein bisschen zu groß. So. Ja, ist noch ein bisschen buggy hier. Oder besser gesagt, ich verstehe es nicht. So, auf jeden Fall Grafik. Extrem. Empfohlen. Okay, ich bin gespannt, wie das Spiel mit Extrem läuft. Ich bin echt gespannt. Ich bin vor allem auch echt gespannt, was denn für eine Art Spiel das es ist. Ich erhoffe mir ja so eine Art RPG. So, Gesamtlautstärke auf 4, Musiklautstärke auf 1. Urheberrechte lassen grüßen. Effekt, Lautstärke, ja, Dialog. So, Stummschalten, wenn das Spiel nicht in Fokus ist. Nein. Sprachchat, Privatsphäre, normal. Nur Team, nur Gruppe, normal. Lautstärke des Sprachchats, Sprachausgabe, Mikrofonempfindlichkeit, Sprachchat-Modus, offen, Push to Talk. Keine Ahnung, welche Taste das ist, aber werden wir auch noch rausfinden. Eingabegerät, Kopfhörer, ja, Ausgabe. Ich könnte ja jetzt gemein sein, ne, und sagen, ne, mein Kopfhörer. Wenn ich das hätte. Doch, hier hätte ich meinen Kopfhörer. Ich könnte ja echt gemein sein und dann würdet ihr diese Sachen gar nicht mitbekommen. Nee, ich bin nicht so gemein. Hallo. So, Lautstärkentechnisch ist jetzt auf jeden Fall, ne, angenehm. So, Benutzerinterface, Voreinstellungen, voll. Angepasst, voll. Schnellchat, Kampf, Minikarte, Ereignislog, Textchat, Bluteffekte im Spiel, Verstümmelungen aktivieren. Aua, das klingt brutal. Bei Tod automatisch Teamkameraden folgen. Okay, ich bin ja echt gespannt, welche Art von Spiel das sein wird. Missionen, Schlachttipps und probiere Wächter aus. Verbessere deine Ausrüstung, hol dir die neuesten Updates. Training beenden, zum freien Modus springen. Fortsetzen. Okay, erreicht das Okay, mit WASD neue Mission. Ach, jetzt bringst du die Erklärung. Okay, im Deckungsmodus kannst du ein Ziel mit Ctrl links aufschalten. Drücke Alt. Ja, Alt. Hä? Habe ich nicht verstanden. Deine Deckung legt fest, in welche Richtung du angreifst und blockst. Drücke Ctrl, um den Deckungsmodus zu aktivieren. Ändere die Richtung mit der Maus. Drücken. Ah, cool.
Drücke und halte E ohne aktiven Deckungsmodus. Okay, um das Training zu beenden. Neue Mission. Bewege deine Deckung in Richtung des Angriffs, um ihn zu blocken. Okay, das verstehe ich noch. Ach so. Ist ja normalerweise nicht so, dass es im Spiel angezeigt wird, in welche Richtung dass man deckt. Hoffe ich mal. Hey, du Drecksau. Wie kann ich den jetzt schlagen? Gegnerischer Angriff blocken. Wie viel? Ach, 3. Hä? Okay. Jo. Okay. Blocksystem habe ich verstanden. Greife an, indem du deine Deckung änderst. Für einen leichten Angriff oder für einen schweren Angriff. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Echt jetzt? Also, bei echtem Austausch geht gar nicht, ne? Oh, ich mach den gerade extrem fertig. Nimm das und nimm das. Oh, Alter, das ist aber cool. Da ist noch einer. Komm her, komm her. Komm her, komm her. Komm schon, komm schon. Hab. Okay, jetzt muss ich den schweren Angriff nehmen. Ah, komm schon, komm, hopp, komm schon, ja, komm her. Achso, aus der Deckung gehen und... Ups, Entschuldigung. Neue Mission. Du kannst dir jederzeit die Aktionsliste deines Helden ansehen, indem du Escape drückst. Was? Helden. Aktionsliste. Haken und Stechen. Haken. Wildes Schwingen. Gewonnene Aktion Entdeckungsmodus. Heldenspezifisch. Ruhm. Rachemodus. Stamm. PT. Gesteuerter. Okay. Also das ist jetzt nochmal das Tutorial. Ne? Ich bin echt gespannt, wie das Spiel umgesetzt ist. Grafisch ist dir das schon mal Hammer. Ja, töte alle Feinde in einer Eroberungszone und halte sie für eine Sekunde feindfrei, um sie zu kontrollieren. Ja, das ist also so wie Battlefield oder so, wo du... So, wo ist noch einer? Erobert, also war nur einer, okay. Erreiche Zone B. Zone B, Zone B, Zone B, okay. Da unten. Oh, da ist ja recht viel los. Okay, mit der Taste ausweichen. Was? Krieger kannst du nicht ausschalten. Verlasse den Deckungsmodus, ne? Und töte sie mit... Was? Krieger kannst du nicht ausschalten. Verlasse den Deckungsmodus und... Okay. Wow. Alter. Okay. Töte Gegner, um deinen Krieger zu helfen, die Front zu verschieben. Ah, okay. LOL und Storm, wie heißt es? Heartstorm. Nee, nicht Heartstorm. Oh Mann. Was habe ich denn jetzt neulich gespielt mit dem Sunlight? Ah. Naja, auf jeden Fall, so, LOL, Dota lässt grüßen vom Spielprinzip, das ist ja cool. Ich bin ja echt mal gespannt.
Okay, auch mal eine interessante Art, das Ganze umzusetzen. Ups, Entschuldigung. Also da kann ich gar nicht in Deckung gehen. Au. Hey cool, die sprechen da auch Deutsch. Go on! Kommt! Kommt! So, hau ab. Komm her! Du auch! Boah, also das ist schon recht brutal. Ich habe noch nicht die Anzeige von meinem Leben gesehen. Ja, genau. So, also die Szenen sind schon hammergeil. Was machst du denn noch hier? Hier, weg. Also B haben wir. So. Kann ich jetzt... Oh, nice, Leute. Das ist Spielidee, wahnsinnig. Ja, was weiche im richtigen Moment aus, um Angriffe zu entgehen. Ja. Der kommt gar nicht zum Zuge, ne? Von dem er... Oh, Entschuldigung. Was? Deckung. Hä? Komm nicht raus. Was muss ich denn tun, Mensch? Soll denn das gehen, Mensch? Ach so. Oh, Mensch. Okay, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Darf ich ihn jetzt töten? Bitte! So. Okay. Deckung durchbrechen und angreifen. Drücke auf und dann schnell auf. Okay. Du Drecksau, du Elend. Also Kampfsystem ist ja hammer cool gemacht, muss ich sagen. Kampfsystem gefällt mir. Ja, hau ab. Okay, ja, ich bin echt gespannt, wie das wird. Das ist so, wie es jetzt momentan ausschaut oder rüberkommt, ist es sowas wie Heos? Nee. Heroes of the Storm. Oder LOL oder so, einfach ein cooler Grafik. Neue Mission. Was müssen wir denn jetzt machen?
Okay, ja, gut. Wirf den Gegner, was? Ah, okay, zweimal einfach mittlere Maustaste. Aua. Na komm schon, du Dreckspatz, du. So. Okay, ich hab's Spiel, glaube ich, kapiert. Darf ich jetzt weiterspielen? Bleib in C. Ich bin in C. Herzlichen Glückwunsch, du erhältst 2000 Dollar. Training beendet. Zurück zum Hauptmenü. Okay. Gute Idee. Okay, ja. Momentan sieht es wirklich so aus, wie man spielt. Lerne, wie man die verschiedenen Spielmodi spielt. Training, fortgeschrittenes Training, freier Modus, Duell, Video, Spielmodus. Schauen wir uns mal das Spielmodus, Duell Einführung, Handgemenge Einführung, Herrschaft Einführung, Vernichtung. Handgemenge, mal schauen. Ein Handgemenge 2 vs 2 in den 2 Heldenpaar. Okay. Das ist Tekken und so weiter. 2 gegen 2, ja. Okay, ich hab's verstanden, oder? Ihr auch. Herrschaft. Im Modus Herrschaft kämpfen 2 Teams mit je 4 Spielern um die Vorherrschaft. Ja, das ist eben das, quasi, wo du Punkte einnehmen musst. Vernichtung. Im Spielmodus Vernichtung treten 2 Teams mit je 4 Spielern an. Was? Ein Macht in diesem Modus besteht aus mehreren Runden. Ein Match als... Okay. Huh. Also das Spielprinzip ist ja schon cool umgesetzt. Muss ich sagen. Okay. Helden. Jetzt habe ich was gedrückt. Nicht rekrutiert. 500. Berserkerin. Große Reichweite, Ausweichskünstler. Aha. Plünderer, angepasster. Was? Anpassen, Ausrüstung, aufsammeln. Premium-Punkte. Was? Benutze deine Reste-Sammlertruhe oder Diebstahl aus, um sofort neue Ausrüstung für deine Helden zu erhalten. Je höher der Level deines Helden ist, desto besser ausgerüstet ist er. Bist du. Wir nehmen das einfach mal. Keine Ahnung warum. Oh. Ist das nun gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Höherwertige Ausrüstung gefunden. 2 Stück. Was? Ausrüsten. Aufrüsten. Anlegen. Anlegen. Was? Kannst du nur was anlegen? Ah, nee. Stab. Hä? Okay. Das würde ich aber auch... Boah, Jungs, ich komme hier momentan gerade nicht raus. Naja. So, anpassen. Arme.
So geht das. Hier kannst du deine Ausrüstung anlegen und aufrüsten, damit sie besser zu deinem Spielstil passt. Zerlege nicht benötigte Ausrüstung, um deren Materialien zu bekommen. Jede Fraktion benutzt ihre eigenen Materialien, um die Ausrüstung ihres Helden aufzurüsten. Rittermaterial, Samurai-Material, Wink-Material, okay. So, anlegen. Da habe ich nichts. Da habe ich auch nichts. Also das ist der Griff von dem... Ach so, das ist das Teil, was man hinten hat. Okay, jetzt weiß ich, warum dass man das nur einmal anziehen kann. Jo, der Haken ist doch super, oder? Okay, jetzt habe ich es langsam verstanden, liebe Freunde. Jetzt habe ich es verstanden. Cool. Gefällt mir jetzt schon. Ja, wir spielen mal mit dem. Ach nee, Quatsch. So, ja, Heldenspiel. Was? Spielen. Multiplayer. Kämpfe für deine Fraktion. Zwischen deinen Matches kannst du Kriegsressourcen in den Territorien an der Frontlinie einsetzen. Am Ende jedes Zuges werden die Territorien von der Fraktion erobert, die dort die meisten Kriegsressourcen eingesetzt hat. Okay. Die Fraktion, die am Ende einer Runde die meisten Territorien beherrscht, gewinnt die bestehende Belohnung und kommt dem Saisonsieg einen Schritt näher. Okay. Ich mache hier mal 1 gegen 1 Duell. Verteidige deine Ehre in einem Zweikampf gegen einen Gegner. Eigentlich wollte ich ja kein Duell machen, ehrlich gesagt. Spieler vs. Spieler. Aktivitäten können in den folgenden Modi gespielt werden. Wenn für eine Aktivität im Modus Spieler vs. KI eine Spielersuche angeboten wird, kannst du sie im Menü Einstellungen mit F1 abschalten. Egal wie du spielst, du trägst immer zum Fraktionskrieg bei. Okay, ich bin kein guter Fraktionsteilhaber. Spieler vs. Spieler gegen KI. Ausrüstung statt aus. Gruppengröße 1, Spielersuche aus. Okay, wir machen einfach mal hier ein Duell. Am Tage Eschfeld. Wir wählen unseren Plünderer aus, sagen, sind bereit. Bereit. Okay. Okay. Bot. Ich bin ja echt mal gespannt. Echt. Willkommen auf dem Schlachtfeld. Karte Übersicht. Oh je. Oh je. Und jetzt? Hä? Ah. Runde 1. Maximal 5 Runden. Okay, Tekken lässt grüßen. Alter. Geht's dir eigentlich noch gut? Alter. Boah. Ich habe gerade mal grässlich verloren, weil ich absolut nicht rauskam. Hat dich getötet. Super. Gratulation. Runde 2. Hä? Ich block doch.
Also das mit den Blocken verstehe ich momentan gerade nicht. Hallo? Nee, Moment, ich verstehe das gerade nicht. Wieso blocke ich denn nicht? Ja, ja, freu du dich nur. Runde 3. Okay. Alter! Wieso kann ich nicht blocken? Sag mal, ich halte doch dagegen. Das habe ich noch nicht ganz verstanden mit dem Blocken. Ganz ohne Spaß. Das habe ich noch nicht wirklich verstanden. Nö. Das habe ich echt noch nicht verstanden. Mensch, das mit dem Blocken habe ich echt nicht verstanden. Ja, ja, unser Server braucht unerwartet lange. Ja, ja. Punktestand, nee, das will ich gar nicht wissen. Alter, also das mit den Blocken habe ich echt nicht verstanden. Niemand spielt. Training. Bereit, ich brauche noch mal ein Training. Ich habe das Blocken technische noch nicht wirklich verstanden. Das Blocken habe ich nicht verstanden, wie man jetzt vorhin gesehen hat. Eigentlich wollte ich ja Final Fantasy spielen, ne? Aber jetzt habe ich gestern erfahren, gestern Abend, bevor ich ins Bett gehe, ey, du hast einen Beta Key von For Honor bekommen und darum streame ich mal hier jetzt mal die Beta von For Honor. Und es macht schon eigentlich Laune, wobei ich bin wieder mal total ab. So, machen wir noch mal das Tutorial. Ja, ja, Control. Okay, mit Alt. Also mit Control gehst du in die Verteidigung und mit Alt kannst du den Gegner anvisieren. Okay. Okay, das ist die Angriffshaltung. Okay, Angriffshaltung. Das habe ich auch verstanden. Keine Gnade mit dem Feind. Bewege deine Deckung in Richtung des Angriffs, um ihn zu blocken. Das habe ich da vorhin die ganze Zeit gemacht, oder nicht? Das habe ich da vorhin auch immer die ganze Zeit gemacht, oder nicht? Oder nicht? Ah, scheiße. Das habe ich da vorhin auch oh. Ich kann ja eh nicht angreifen in dem Modus. Aber wieso blocke ich jetzt und vorher habe ich nicht geblockt? Das verstehe ich nicht. Ja, das ist der Angriff. In die Richtung, wo du schaust. Sorry. Trag den Kampf zu ihnen! So.
Der lockt ja nur oben, von dem her. So. Der Angriff habe ich ja schon verstanden, aber... Das Blocken ist das, was ich noch nicht ganz verstanden habe. Das war jetzt quasi ein Duell. Duell ist nicht so mein Ding, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist auch klar. Würden die lieber mal schwere Dings hier geben zum Testen, wegen den Blocken und so weiter, dann wäre das nicht schlecht. Das da ist das, was ich eigentlich gern würde machen. Krieger kannst du nicht mit... Ja, ja. Töte Gegner, um deinen Krieger zu helfen, die Front zu bekommen. Ja, ja, das... So. So. Das wäre schon cool, so eine Idee wie dort da oder so in dieser Form. Ach nee, Quatsch. So. Einmal da hoch. Wir müssen uns zurückziehen! Holt mich hier raus! Okay, mit Leertaste kannst du ausweichen. So, tu mich auch. So, der wäre auch erledigt. Na, das Tutorial ist einfach irgendwie auf eine Art zu einfach. So, das ist die mittlere Maustaste, genau. Das habe ich auch noch halbwegs befürchtet, dass ich das noch kenne. Aber auch das hat beim Duell irgendwie nichts gebracht. So. Und jetzt soll ich ihn werfen. Ja, auch das ist nicht wirklich das Problem gewesen. Er ist benommen, aber kann noch irgendwie
hier noch kämpfen, ne? Komische Sache. So, okay, herzlich Fortgeschrittenen. Ah, du guck mal an, da geht's hier noch weiter. Machen wir doch das auch noch. Vielleicht haben wir es dann besser im Griff. Unterbrich einen gegnerischen Deckungsdurchbruch, indem du drückst, wenn er dazu ansetzt. Das wird ja spannend. Scheiße. Mann! Doofe Nuss, du elendlicher. Au, jetzt war ich zu spät. Gott. Aha, aha, aha. Du hast mir wehgetan, Kollege. Um zu parieren, bewege deinen Gegner Deckung in Richtung einer gegnerischen Attacke und führe mit einen schweren Angriff aus. Warte, bis der Angriffssymbol deines Gegners blinkt. Jetzt wird's doch so langsam. Wo ist er denn? Ah. Ah. Ah, shit, das war echt zu früh. Okay. So funktioniert das. Okay, okay, okay. Pass auf dich auf! Oha, jetzt kommen schon zwei. Mein Gott. Wenn ein Ziel aufgeschaltet ist, kannst du immer noch die Angriffe deiner anderer Gegner blocken. Bewegt die Deckung nach links, rechts, um die Gegner um dich gegen Gegner zu deiner linken, rechten zu beschützen. Zu schützen. Okay. Alter. Alter, wenn zwei kommen, ist es einfach... Okay, gut, da hast du keine Ausdauer. Angriff! Ja, ist gut, ich hab's verstanden jetzt. Eieiei. Wenn du blockst oder getroffen wirst, füllt sich deine Racheanzeige. Drücke R, wenn sie voll ist, um einen Angriff, Verteidigungs- und Ausdauerwert kurzzeitig zu erhöhen. Okay. Ich muss nur mal wissen, ne? Fülle deine Reichweite auf. Ich muss erstmal wissen, welche denn? Aua. Okay, also das Blocken habe ich schon wieder vergessen, wie das geht. Mist. Ich frage mich, welche Anzeige. Ich frage mich echt, welche Anzeige. Für eine Racheanzeige durch.
Ach so. Hä? Gut. Okay. Du hältst 1500. Okay. Wird erobert. Boah, das ist aber schwach, dass man hier nicht runterfallen kann. Alter, das ist mir vorhin schon mal passiert. Ah! Okay, so habe ich mich vorhin auch mal geschlagen, ne? So, okay. Wird erobert. Alter. Boah, also da muss der echt zackig drauf sein. Da muss der echt zackig drauf sein mit dem Verteidigen, Leute. Boah, Alter. Levelaufstieg, aha. Alter. Ey, ich hab verteidigt, du Drecksau. Machen wir starken. Mann, ich hab doch jetzt verteidigt. Oh Mann, ich bin glaube ich einfach zu nervös, beziehungsweise zu hektisch. Ich sollte mal ruhiger kämpfen. Ey. Ich schwör bei Gott, ich verteidige doch. Das gibt's doch nicht. Oh. Bei den Blussen, da gibt's Leben. Boosts verleihen dir einen kurzfristigen Vorteil im Spiel. Ach so. Ach so. Muss man auch erstmal wissen, ne? Und wo geht's denn hier runter? Hallo, hey! Oh, Alter.
Alter, also ich sag euch, das Spiel ist verdammt schwer. Das Spiel ist ja verdammt schwer. Darum, genau aus diesen Gründen, hasse ich Tanks und Nahkämpfer. Ich bin eher der, wo von Weitem weg ist von dem Geschehen. Hey, würdest du mal einfach mal das annehmen, was ich da drücke? Und ich... Hey, also den Verteidigungsmodus, den müssen sie ja voll noch überarbeiten. Der ist ja voll extrem Boah, nee, gibt's nicht. Also ich komme mit dem Verteidigen hier absolut gar nicht klar. Gar nicht, wirklich nicht. Spieltechnisch ist schon cool. Alter, geht's noch? Hör doch jetzt mal auf, Mensch! Ich hab doch gedrückt, Mensch! Hallo! Ich krieg ne Detailskrise, echt! Ich hab gedrückt! Wenn es das nicht annimmt. Ah, ich merke schon, das Spiel wird ein Spiel, wo ich aggressiv werde. So, jetzt bleibe ich mal ruhig. So. Okay. Was verliert ihr? Also das Teil will mich wieder... Levelaufstieg, super. Verteidige die Zone. Okay, das ging doch einigermaßen gut. Schalte die Gaben des verschiedenen Ruhmstufen frei, indem du die Ruhmpunkte verdienst. Du sammelst Ruhmpunkte, indem du bestimmte Aktionen ausführst. Okay. Was muss ich denn erobern? Schon wieder B. Bleib mal hier. Booste verleihen dir ein... Ja, das hatten wir doch schon. Du kannst gefallene Verbündete wiederbeleben. Das ist vor allem in der Entscheidungsphase hilfreich. Ah ja. Alter, haut's euch noch? Hilfe, wo sind meine Leute? Wir sind uns überlegen! Es ist vorbei!
ihn zurück! Ja, lehrt sie das Fürchten! Tranto ist blutrüstig. Ja, cool. Okay. Oh, unfaltbar. Wo willst du hin, Kollege? Oh, wie viele Helden sind denn da noch? Es sind zu viele. Ach Quatsch. Ja, also das Training übt sich schon. Oh shit. Alter, ich brauche Heilung. Oh, von hinten. Wie unfair sind denn die? Wir treiben sie zurück! Zurückgetrieben. Ah, jetzt hat er mich, Mensch. Aber es hat Spaß gemacht, liebe Freunde. Jetzt hat Spaß gemacht. Neue Mission, okay, nochmal. Jetzt hat Spaß gemacht. Du hast vier Stufen. Erst wenn es blinkt, Kollege. Also erst wenn es blinkt. Ah, shit. Ah, Timing ist das A und O. Ja, das kennen wir schon. So. Wie lange müssen wir denn halten? Ja, ich kann... Ja, ich komme, ja. Verteidige diese Zone. Levelaufstieg. Alter, von 2 Punkten. Keine Gefangenen! Okay, ich sehe, der... Nee, das füllt sich nicht auf. Doch, der füllt sich langsam auf, oder? Kann das sein? So.
Ah, mit E kannst du die heilen. Wie werde ich geheilt? Wo gab's denn jetzt Heilung? Ach, ich habe ja da. Es sind einfach zu viele! So, was fehlt denn jetzt noch? C? Willst du mich jetzt echt verarschen? Ja, schneller, oder? Es ist aus! Scheiße! Ah. Okay, aber ich habe das Spielprinzip verstanden. Ich brauche einfach echt so extrem noch viel Training, Übung, was die Verteidigung angeht. Aber das Spiel macht Spaß. Also dieser Modus hier macht Spaß. Oh. Ah. Du kannst, ja, ja, ja. So, B ist übernommen. Attacke! Tod unseren Feinden! Nicht genug viele! Wie viele Helden gibt's denn da? Sag mal. Ja, auch das kennen wir. Es sind zu viele! Euer Freund ist verletzt! Sie ziehen sich zurück! Ja, ich auch. Wie kann man denn da Heilung? Wir müssen uns zurückziehen! Tod unseren... Also auch ohne Levelaufstieg geht das überhaupt? Wir brechen ein! Sie sind uns überlegen! Boah, Alter. Wir haben euren Freund erwischt! 2 Stück, wie soll man das schaffen, Mensch?
Oh, Leute, das Spiel ist cool gemacht, aber schwer, ich sag's euch. Das Spiel ist schwer. Verdammt schwer. Extrem schwer, ich sag's euch. Wow, 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 extrem schwer. Zugang zum Multiplayer. Kämpfe gegen den Kommandanten deiner Fraktion, um Zugang zu den Multiplayer-Aktivitäten zu erhalten. Was? Oh. War ich ein bisschen zu schnell, ne? So. Wir nehmen einfach mal den. Also mir gefällt bis jetzt For Honor gut. Überzeugt mich zwar noch nicht wirklich, dass es ein langanhaltendes Spiel wird. Für mich jetzt, also, ne? Aber es macht schon, wenn man den Trick wirklich draußen hat, macht es schon Laune. Ich sag's euch. Ich empfehle euch einfach, wenn ihr For Honor spielt, seid nicht so hektisch, sondern haltet wirklich Ruhe und... Runde 1. Ja. So. Hä? Hä? Ich hab verteidigt, Mensch. Ich habe jedes Mal Runde gedrückt, 2. wenn geblinkt hat. Jedes Mal gedrückt. Ey, ich hab doch schon wieder geblockt, Mensch. Wieso gehst denn du hier nicht? In dem scheiß Duell geht's dir einfach gar nicht. Das ist doch verdammt. Runde 3. Ich block härter und weiß nicht was, aber hier nimmt das nicht an. Ah, cool. Ja klar, ey, ich kann den schlagen wie ich will und der gewinnt trotzdem. Leck ich mich doch am Arsch, Mann. Genau wegen solchen unfairen Sachen werde ich aggressiv, Mensch. Genau wegen diesen verdammten Sachen werde ich aggressiv. Vor allem, ich verstehe es nicht, warum das nicht klappt. Ich verstehe es echt nicht. Ich mache es und tue es und der nimmt es nicht an oder keine Ahnung. Bereit. Oh, Leute, nee. Ich bin... Runde 1. Würdet ihr mal warten, Mensch? Runde 1 verloren. Komm, verarsch mich halt. Runde 2. Kannst du verteidigen, wie du willst. Du verlierst immer. Das gibt's doch echt nicht.
Ach, da muss ich ihn einfach runterspeisen und dann ist er tot. Okay. Okay. So, 1-1. Ich habe mal ausgeglichen. Runde 3. Hier wird es auch eine schnelle Möglichkeit geben, indem er... Mann, beruhig dich jetzt wieder. Hallo, ich hab doch verteidigt. Ich war unten, ich hab rechts gedrückt, wo es geblinkt hat. Wieso nimmt er denn das nicht an? Runde 4. Echt, echt, echt. Ja, ist klar. Ach, Mann, Leute. Genau wegen dem Scheiße, dass man überhaupt so nicht wirklich eine Chance hat, werde ich sauer, Mensch. Aber da kann das Spiel nichts dafür, das ist einfach meine Unfähigkeit. Das ist es nämlich, meine Unfähigkeit zu spielen. Runde 1. Ich habe eigentlich vorhin auch nur gewonnen, weil... Wow, Alter! Hallo? Habt's mir nicht so, oder was, hey? Da hatte ich ja überhaupt gar keine Chance, Runde hey. 2. Tja, da hatte sie jetzt keine Chance. Lol. Ich liebe die Brücke. Runde 3. Hallo? Ah Mann, ich hab doch gedrückt. Blödes Spiel, Mensch. Runde 4. So. Ja genau, komm. Hey, ich werd sauer. Ich werd echt sauer, Mensch. Total sauer. Ich schaffe ja nicht mal gegen einen KI. Wie soll ich es denn überhaupt irgendwann mal gegen einen Spieler schaffen?
Aber ich werde einfach nicht besser, Mensch. Ich kann es noch so oft spielen, ich werde nicht besser. Das ist das kleine Problem. Runde 1. So, konzentrieren wir uns mal und dann geht das Ganze los. Los jetzt! Ich kann machen, wie ich's will, ich schaff's nicht. Runde 2. Ich kann's echt machen, wie ich will, ich schaff's nicht. Wieso nimmt denn der Scheiß, bitteschön? Wieso geht denn die scheiß verdammte Maus bitteschön nach oben, wenn ich unten links oder unten rechts will verteidigen? Sag mal! Runde 3. Ich hab doch verteidigt, Mann, du blö... Ah, Leute! Nee, 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 nee. Sorry, nee, 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 nee. Ich hab keinen Bock mehr, echt nicht. Echt nicht. So, ich habe vorher getestet. Ihr habt jetzt einen Eindruck bekommen. Ihr habt ja auch gesehen, was für ein scheiß Noob das ich bin. Nee, ich werde hier nur noch irgendwie genervt und Nee, absolut... Nee, sorry, Leute. Beta ist cool, das Spiel ist cool, echt cool gemacht, grafisch geil, Gameplay, ja. Wenn man es beherrscht, absolut cool. Ich bin absolut kein Fan von solcher Art Spiele. Wir machen hier jetzt mal ein 4 vs 4 Spieler Dings. Mit Kämpfe um die Herrschaft auf dem Schlachtfeld, erreiche 1000 Punkte, indem du Gegner tötest und Missionsziele erfüllst. So, machen wir das noch. So. Wir haben wir jetzt 4 Mitspieler. Ja, okay. So. Ich weiß nicht, was das soll heißen hier. 1, 2, 3 und hier 5, 14, 3. So, das testen wir jetzt noch und ja, dann schauen wir mal. Also momentan macht es mir keinen Spaß, das Spiel, weil ich einfach ablose, nur am Ablosen bin bei solchen Spielen.
Okay. Tagesbefehl, vielseitige Schläge, beende 3 Matches, Spieler versus Spieler mit einem Nicht-Stoßtrupp hält. Okay. Ja, also Aufmachung ist schon interessant gemacht. Kann man nichts sagen. Ach ja. Eigentlich das hier ist absolut gar kein Territorium pro Fraktion. Ja, und dann noch so eine kleine Mischung von Planet Cider, nee, ich weiß es nicht, Mensch. Ja, auf jeden Fall, das war mein Beta-Test von For Honor. Ja, wie soll ich sagen? Wie soll ich sagen? Ich weiß nicht, schwierig zu sagen. Das Spiel ist cool, gut. Ich weiß nur noch nicht, ob ich wirklich bereut habe, das Spiel vorzubestellen, weil, ja, wie soll ich sagen, mich spricht es nicht so an. Ich dachte, es wäre so ein RPG-Spiel, wo man eine Story hat, wo man halt ein Krieger ist und da quasi durchs Land reisen kann und so weiter. Und nicht sowas wie ein Duell-Modus sein soll. Ich habe eigentlich schon fast befürchtet, dass es sowas ist. Und ja, das ist nicht unbedingt meine Art Spiele, wo ich gern spiele. Und vor allem, ihr seht, ich bin in diesen Spielen so ein absoluter Noob. Aber ja. Tja. Nicht jedem liegt das, ne? Nicht jedem liegen die Spiele. Champion-Status, nee. Nö, forget it. Lade deine Freunde ein, mit dir zu spielen. Ja. Keiner online. Also der Interceptor. Aber ich glaube, der ist gar nicht online. Also online ist er, aber ich glaube nicht im Spiel. Dessen Freundin hat heute Geburtstag. Ja, war auf jeden Fall eine interessante Sache. NAT-Typ und Verbindungsqualität. NAT-Typ offen. Gut. Verbindungsqualität gut. Mittel und so weiter. Ja, also das Spielaufmachung und so weiter und so fort. Alles wunderbar, muss ich sagen. Kann ich sagen, darf ich auch sagen. Gameplay technisch auch sehr interessant an für sich. Ich bin einfach nur ein totaler, absoluter Noob. Tja. Ich weiß nicht, wie ich in Duellspielen eigentlich besser werden kann. Ich weiß es nicht. Ich lose immer ab. Bei jedem Kampf lose ich ab. Ich weiß nicht warum. Ich lose ab.
Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, Duelle mit mir gewinnt man immer. Ich bin da ein absoluter Noob. Tja. So, das war auf jeden Fall die Antestung von der Beta von The Honor. Die Verteidigung, die ist etwas schwierig für mich. Aber Gameplay, spieltechnisch ist es eine super Idee, gut umgesetzt. Kann man und darf man nichts dagegen sagen. Außer wenn euch so ein Duellspiel gefällt, legt euch zu. Es lohnt sich. Für euch, für mich nicht. So, was spielen wir denn jetzt noch? Was spielen wir? Einmal sucht die Maus. Ich weiß, was wir spielen. Oder nee, oder doch, oder nee, oder nee. Nee, ich weiß nicht, was wir spielen. Gute Frage, nächste Frage. Beyond God and Evil. Genau, das spielen wir jetzt. Ich schreibe hier mal schnell meine Streams. Ich hätte fast gesagt unsere Streams. Meine Streams um. So. Beyond God and Evil. German. Wir spielen Beyond God and Evil. So. Oh, da unten habe ich das Spiel gar nicht eingegeben bei YouTube. Na super, kein Wunder, dass da keine Zuschauer. Okay, For Honor hätte es For Honor hätte es gegeben. Naja, ja, halt, ne? Ne, weißt du Bescheid, oder? Oder auch nicht. So, jetzt Twitch bearbeiten. So, und Beyond God and Evil. Von dem gibt es noch einen zweiten Teil. Wir spielen den ersten Teil. Glaube ich. Doch. Gut. Very good. Ich brauche noch ein Hintergrundbild für... Ihr wisst schon, wenn nichts läuft. Ein Off-Screen-Bild brauche ich noch. Game Settings. Ne? Was? Gut, starten wir mal die Settings. Sound Effects. Was? Erweitert. Ja, das passt doch eigentlich alles, Mensch. So. Natürlich auf Deutsch, aber alles ein schnuckeliges, kleines, tolles Spiel. Der Krieg steht nun vor den Toren von Helios. Dieser friedliche Bergbauplanet in System 4 wurde komplett von der Doms-Armada eingekreist. General Keck, Oberbefehlshaber der Alpha-Truppen, möchte die Gelegenheit wahrnehmen, sich ein letztes Mal an die Bevölkerung zu wenden. Treue Helianer, der bevorstehende Kampf wird schwierig. Aber dank der Alpha-Abteilung werden Sie...
spring auf! Ich verstehe nicht, warum das Bild jetzt momentan gerade... Ich kümmere mich um den Schild. Ich weiß nicht, warum das Bild jetzt gerade Leck hat. Mach schon! Nein. Schild aktiviert. Oh, Leute. Text, Vocal und weiß nicht was hängen nicht Schild mit dem Bild zusammen. deaktiviert. Auf Ihrem Optima-Konto fehlen 350 Einheiten. Oh. Die Stromzufuhr wurde unterbrochen. Das kann doch nicht wahr sein! Vielen Dank für Ihr Verständnis. Hallo. Oh Mann, das Spiel leckt. Geht wieder rein und... Leute. Wollt ihr... will mich heute eigentlich alles ein bisschen verarschen oder was? Oh Mann. Gibt's doch nicht, Mann. Was habe ich euch eigentlich angetan, liebe Spiele? Okay, ich starte das Spiel nochmal neu. Und aus der Hoffnung, dass da Vocal, Bild und Sound übereinstimmt. Beyond God and Evil. So, wenn Musik zu laut ist, ne, wisst ihr Bescheid. Der Krieg steht nun vor den Toren von Helios. Dieser friedliche Bergbauplanet in System 4 wurde komplett von der Doms-Armada eingekreist. General Keck, Oberbefehlshaber der Alpha-Truppen, möchte die Gelegenheit wahrnehmen, sich ein letztes Mal an die Bevölkerung zu wenden. Treue Helianer, der bevorstehende Kampf wird schwierig. Aber dank der Alpha-Abteilung werden Sie... So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, jetzt leckt's nicht, lustigerweise. Glaube ich. Doch, jetzt leckt schon wieder, Mensch. Sie kommen! Schnell, spring auf! Warum leckt denn das, Mensch? Willst du mich jetzt total verarschen? Ich versteh's nicht. Ich verstehe es echt nicht, Leute. Ich verstehe es nicht. Warum leckt denn das Ganze jetzt? Kann doch gar nicht lecken. Sag es, Paige. Ich kümmere mich um den Schild. Warum leckt denn das jetzt hier? Schild aktiviert. Mano, es regt mich jetzt gerade auf. Heute regt mich alles auf. Konto fehlen 350 Einheiten. Die Stromzufuhr wurde unterbrochen. Das kann doch nicht wahr sein! Ja, ich sage ich auch, kann nicht wahr sein. Echt nicht. Sorry, Leute, Text und Musik passt überhaupt nicht zusammen. Holen Sie die Ding! Was zur... Geht wieder rein und... Und ich weiß nicht warum. Ich verstehe es nicht. Ich bin momentan gerade extrem sauer. Ich bin extrem sauer momentan. Boah, Leute, nee. Regt mich mal wieder auf über die Technik, wo einfach absolut eine fraghafte... Ich verstehe es nicht, wieso das leckt. Ohne Spaß, ich verstehe es nicht. So ein kleines Spiel ohne große Aufwand leckt. Ich verstehe es nicht. Vor allem, ich verstehe nicht, woran das leckt.
Ich verstehe nicht, woran das liegt. Es braucht so gut wie keine Leistung, Leute. Es braucht so gut wie keine Leistung. Wieso springt der Sound so weit vor? Wieso springt der Sound so weit vor? Wieso? Ich kümmere mich darum. Bringt euch in Sicherheit. Oh Leute, das leckt jetzt gewaltig. Ich frage mich noch wieso. Versteckt euch, Kinder. So, ich frage mich echt, wieso das Bild hier leckt. Ich höre, ich habe schon mal gespielt und da hat es nicht so geleckt. Ah, das geht doch so nicht, Mensch, Leute. Nee, so läuft's nicht. Nee, so, nee. Nee. So spiele ich das Spiel nicht. So nicht. Nee. So spiele ich das Spiel echt nicht. Habe ich keine Freude daran. Habe ich echt keine Freude so. Ne. Ich könnte momentan gerade heulen. Echt, ich könnte heulen. Heute ist so irgendwie einen halben Tag, irgendwie wo nicht wirklich läuft, wie er eigentlich sollte. Starten wir doch einfach mal einen schwarzen Bildschirm an. Wieso auch nicht? So. Bis hierhin läuft ja alles eigentlich gut, ne? Lustigerweise. Da hat er einfach irgendwas dagegen, wenn ich hier die Lautstärke runterstelle. Das mache ich mal beenden, damit die Soundqualität hier, also der Sound an ist. Oder an bleibt, besser gesagt. Das ist immer noch so laut. Verarscht mich doch, liebe Freunde. Mensch. Verarscht mich. Dann machst du die Einstellung und dann musst du sie jetzt mal neu machen, oder was? Alter, ich schreie jetzt gleich. Aber nur weil das Spiel so laut ist. Jetzt nimm doch den Scheiß mal an, du.
Der Krieg steht nun vor den Toren von Helios. Ja, hier läuft alles flüssig, warum kann denn komplett von der Doms-Armada eingekreist. Ja, ich würde gerne das Teil da überspringen. Aber der Alpha-Truppen möchte die Gelegenheit wahrnehmen, sich als letztes Mal an die Bevölkerung zu wenden. Treue Helianer, der bevorstehende Kampf wird schwierig. Aber dank der Alpha-Abteilung werden sie... Nee! Es leckt schon wieder, leck mich doch am Arsch, hey! Nee, ich verstehe es momentan gerade nicht. Leute, ich mach Feierabend, das bringt heute absolut gar nichts. Ich bin stocksauer. Nee, forget it. Vielleicht komme ich später nochmal mit Final Fantasy oder einem anderen Spiel, ich weiß es noch nicht. Aber momentan, nee, ich muss abbrechen. Nee, geht nicht, sorry. Entschuldigung, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr dabei wart bei der Beta-Testing von For Honor. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Part mit irgendjemand anderem. Ich muss erstmal hier was überprüfen. Und danach, ja, mal schauen, ob ich nochmal on air komme. Ich weiß es nicht. Tschüssi!